Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Und gewiss, bereits ließen wir Luqman die Weisheit zuteil werden. Erweise dich Allah gegenüber dankbar. Und wer sich dankbar erweist, dieser erweist sich doch nur für sich selbst dankbar. Und wer Kufr betreibt, so ist Allah zweifelsohne absolut autark, allobenswürdig. Und erinnere dich daran, als Luqman zu seinem Sohn sagte, während er ihn ermahnte, mein Söhnchen, betreibe Allah gegenüber keinen Schirk. Gewiss, Schirk ist doch ein ungeheuerliches Unrecht. Und wir wiesen dem Menschen hinsichtlich seiner Eltern zu. Seine Mutter war mit ihm schwanger in Schwäche über Schwäche und seine Entwöhnung erfolgte in 2 Jahren. Erweise dich mir und deinen Eltern gegenüber dankbar. Zu mir ist das Werden. Und sollten beide dich bedrängen, damit du mir gegenüber das an Schirk betreibst, worüber du kein Wissen hast, dann gehorch ihnen nicht, doch pflege mit ihnen im Diesseits Kontakte nach Gebilligtem. Und folge dem Weg desjenigen, der zu mir reuig umkehrt. Dann ist zu mir eure Rückkehr. Dann werde ich euch Mitteilung über das machen, was ihr zu tun pflegtet. Mein Söhnchen, sollte es sich auch nur um das Gewicht eines Senfkorns handeln, das sich in einem Stein in den Himmeln oder auf der Erde befinden sollte, Allah bringt sie. Gewiss, Allah ist allgütig, allkündig. Mein Söhnchen, verrichte ordnungsgemäß das rituelle Gebet, fordere zum Gebilligten auf, rate vom Missbilligten ab und übe dich in Geduld wegen dem, was dich traf. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit den Angelegenheiten gegenüber. Und wende dich nicht in Arroganz von den Leuten ab und gehe auf der Erde nicht Freuden erregt. Gewiss, Allah liebt keinen stolzen Eingebildeten. Und mäßige dich beim Gehen und dämpfe von deiner Stimme. Gewiss, die abscheulichste aller Stimmen ist die Stimme der Esel. Okay, also jetzt schauen wir aber heute mal die erste Ayah an. Und gewiss, bereits ließen wir Luqman die Weisheit zuteil werden. Erweise dich Allah gegenüber dankbar. Da geht es um einen Vater, der seinem Sohn gewisse Ratschläge geben. Der Mann, der heißt Luqman. Wir wissen vom Luqman nicht genau, ob es ein Prophet ist oder nicht, aber gemäß den meisten Gelehrten ist man sich einig, dass es kein Prophet ist. Er wird im Koran zumindest nicht als Prophet dargestellt. Aber er ist ein weiser Mann, also ein weiser Mann. Also Allah hat ihm Weisheit gegeben. Bevor ich jetzt weitergehe, beziehungsweise um zu zeigen, wie eigentlich wichtig das, was wir jetzt anschauen, ist, muss man sich mal vor Augen führen, der Koran, wie viele Seiten hat er ungefähr? 600. Ist das viel? Ist ein Buch mit 600 Seiten, ist das ein grosses Buch? Das ist ein dickes Buch, ja. Ist das ein dickes Buch? Je nachdem, wenn so extrem vieles, es wird so viel sagen, aber in nur 600 Seiten. Es ist gross, aber... Jetzt mal abgesehen vom Inhalt, jetzt am Anfang einmal. Sind 600 Seiten viel? Ja. Wenn ich jetzt ein Buch nehmen würde, auf Deutsch ein Roman, so ein Stephen King hätte schnell mal 600 Seiten. Was wäre mehr, der Koran oder der Roman? Also mehr in der Seite als von der Menge her. Hey, wenn es natürlich so vergleichst, wäre Stephen King mehr als der Koran. Aber 600 Seiten, beide sind 600 Seiten. Wieso ist das eine mehr und das andere weniger? Also was ist der Unterschied? Ja, der Koran hat viel mehr Themen. Nein, nicht. Wir gehen nicht in den Inhalt. Jetzt nur mal rein von der Menge her, von der Seitenanzahl, beziehungsweise wie viel steht auf einer Seite. Also wenn wir den Koran haben, haben wir eigentlich in der Regel höchstens 15 Ziele auf einer Seite. Wenn du ein normales Buch nimmst, also irgendein anderes Buch, ob das Stephen King ist oder so, ist egal, hast du etwa 30 oder noch mehr, je nachdem wie groß das Schrift ist. Und die Schrift ist auch
alle gross gedruckt. Also eigentlich ist es weniger. Im ersten Moment haben wir das Gefühl, 600 Seiten ist viel. Aber wenn wir es genau mal anschauen würden, dann würde man merken, dass die 600 Seiten im Vergleich mit anderen Büchern, die vielleicht den gleichen Umfang haben, eben nicht so viel ist, weil das sind keine 600 Seiten. Und woran merken wir, dass es keine 600 Seiten sind? Wenn wir nämlich das Gleiche würden, das ist ja eigentlich der Koran auf Deutsch, wenn wir das mal so sagen wollen. Wie viele Seiten hat das? Den müssen wir schnell schauen. Das ist 478, aber das ist mit Anhang und so. Also auf Deutsch ist es eigentlich weniger. Also es ist nicht so ein riesiges Buch. Wenn man vergleicht mit der Tora zum Beispiel, wo der Musa a.s. bekommen hat, ist das ein Fünftel von der Menge von der Tora. Also das letzte Buch, das Allah Ta'ala der Menschheit geschickt hat, er sagt ja, das ist die letzte Botschaft, das ist die letzte Kommunikation, die Allah mit den Menschen haben wird oder hat, ist eigentlich so inhaltsmäßig weniger als andere Bücher. Wenn man dann noch bedenkt, dass es viele Repetitionen gibt, dass gewisse Themen wiederholt werden, wir haben vorher schon gesagt, dass es nicht Wiederholung im Sinne von, man hat nicht gewusst, was sagt, hat man einfach immer sich wiederholt, sondern man tut verschiedene Themen oder das gleiche Thema von verschiedenen Seiten anschauen und insofern sind es Wiederholungen. Also wenn wir jetzt dieselben Wiederholungen auch noch wegnehmen, dann wäre es nochmal einiges weniger. Also müsste man sich mal überlegen, wieso ist die letzte Nachricht so konzentriert? Es ist ja die letzte Botschaft. Und dann, um jetzt zu dem Thema zurückzukommen, wie viele Menschen hat es schon gegeben seit Adam a.s.? Unzählige. Von all diesen unzähligen Menschen, wie viele Väter haben ihren Söhnen Ratschläge gegeben? Nochmal unzählige. Und wenn wir jetzt nur mal den Luqman a.s. anschauen würden, wie viele Gespräche hat er mit seinem Sohn gehabt? Wahrscheinlich auch, also unheimlich viel. Also wenn wir jetzt all diese Gespräche würden aufschreiben, das quasi als Buch, gäbe das tonnenweise Seiten. Also von all diesen Gesprächen hat Allah Ta'ala genau das Gespräch ausgesucht und das im Koran getan. Also der Koran ist sehr konzentriert. Und alles sind das ausgesuchte Sachen, die in wenigen Worten oder wo einfach sehr konzentriert und klar eigentlich die Botschaft überkommen, um was es geht. Also dass jetzt da ein Vater, wie er zu seinem Sohn redet, als Ayah in den Koran kommt, wo eben erstens mal die letzte Botschaft ist, die letzte Kommunikation von Allah zu den Menschen. Und zweitens auch noch eine sehr konzentrierte Botschaft ist. Und dann muss man noch berücksichtigen, dass der Luqman a.s. eben wahrscheinlich kein Prophet ist, sondern ein normaler Mensch war. Tut das eigentlich die Wichtigkeit, die Bedeutung von der Aussage, die da jetzt kommt, hervorheben. Also das ist nicht irgendeiner, der irgendetwas sagt, sondern von all diesen Gesprächen ist ausgerechnet das ausgesucht worden und das ist in den Koran hineingekommen. Also hat Allah Ta'ala als so wichtig angeschaut, dass er es in den Koran hineingenommen hat. Also wenn wir jetzt über die Ayah oder die Ayahs reden werden, wenn wir das uns auch immer wieder in Erinnerung rufen. Dann kommt noch etwas weiteres dazu. Der Koran, wenn wir vom Koran reden, das ist nicht ein Buch. Es ist auch, wir sagen zwar immer Botschaft, aber es ist auch nicht unbedingt, es ist nicht ein Mail oder ein Brief, sondern Allah Ta'ala selber, wenn er vom Koran redet, dann sagt er, ich habe das den Menschen beigebracht, oder benutzt alle Verben. Also das Lehren. Also eigentlich ist der Koran eine Lehre. Wenn man das als solches betrachtet, dann sind jetzt auch plötzlich auch die Wiederholungen verständlich. Weil es geht darum, also eine Lehre im Gegensatz zu einem Brief oder zu einem anderen Dokument ist das, dass bei einem Brief du einfach gewisse Informationen einfach weitergeben. Aber bei einer Lehre tust du viel Wert darauf legen, dass das auch verstanden wird. Also du willst, dass die Botschaft, die du übergibst, nicht einfach nur überbracht worden ist, sondern du willst auch, dass der sie bekommen hat, dass der sie auch verstanden und begriffen hat. Also ist im Koran wichtig,
oder im Islam wichtig, dass man das versteht, was Allah von einem will. Und nicht nur einfach tut auswendig lernen und Wissen aneignen, aber das nicht kann umsetzen nachher. Sondern man muss es begreifen und man muss es verstehen. Deshalb auch die Wiederholungen. Weil, wie das in einer normalen Schule auch der Fall ist, jeder versteht es ein bisschen anders besser. Also beim ersten Mal hat man es vielleicht nicht verstanden, dann kommt das Thema noch einmal, dann kommt es vielleicht das dritte Mal und beim vierten Mal versteht man es dann. Wenn man es dann von verschiedenen Seiten angeschaut hat, versteht man es vielleicht auch sogar noch vertiefter. Und dann kann man es eher begreifen. Also der Koran ist nicht einfach nur eine Botschaft, sondern ist eigentlich eine Lehre, wo Wert darauf legt, dass sie verstanden wird. Okay, und jetzt kommt die Ayah und sagt als erstes, und gewiss bereits ließen wir Luqman die Weisheit zuteil werden. Also Luqman. Wer ist eigentlich Luqman? Heute ist er nicht so bekannt, aber früher, also zur Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist er bekannt gewesen als ein weiser Mann. Also man hat vielleicht nicht sehr viel über seine Person gewusst, aber ihm sind sehr viele weise Sprüche und so, oder Sprichwörter hat man ihm zugeschrieben. Also die Araber haben ihn gekannt, es war ein Begriff gewesen, Luqman. Also wenn man vom Luqman geredet hat, dann ist, ich weiss da in der Schweiz, wie man sagt, Konfuzius, der hat ja vor x-tausend Jahren gelebt. Und, aber das ist irgendwie so ein Begriff, der weiss man, das ist so ein gescheiter Mann, der so Weisheiten aufgezeigt hat. So kann man vielleicht jetzt auch den Luqman vergleichen unter den Arabern. Und tatsächlich sind die Araber auch zum Prophet gegangen, also wo er mit dem Koran kam und eben ihnen hat eigentlich die neue Weisheit beibringen, haben sie sich fast den Vorwurf gemacht, ja, aber weißt du, der Luqman hat es ja schon gegeben, ist denn der nicht weiss, sie hätten die das nicht gewusst. Oder wieso, also im Sinne von, wieso musst jetzt du kommen? Und eben der Luqman hat nicht von sich behauptet, dass er ein Prophet ist, also er hat nicht gesagt, dass meine Botschaft kommt von Allah, sondern hat einfach gewisse Sachen gesagt und die sind ja auch weise gewesen. Also was ist jetzt so der Unterschied? Und da ist eigentlich ganz interessant, wie denn Allah eigentlich auf das reagiert. Und es kommt also gerade ein Ayah, eben die, wo Allah nicht sagt, ja, aber weißt, das ist kein Prophet, auf den dürft ihr nicht hören, ihr müsst jetzt schauen, was der Prophet Muhammad sagt und vergessen den anderen, sondern tut das eigentlich akzeptieren, also tut das bejahen, ja, der Luqman ist weise gewesen, aber er ist nicht einfach weise von sich aus gewesen, sondern also Allah hat ihm die Weisheit gegeben. Und also mit dem geht er zum einen auf die Fragen von der Muschriki und sagt, und das ist ja für uns heute eigentlich nur eine Lehre, dass es durchaus auch Menschen geben kann, die weise sind, die mit dem Islam direkt nichts zu tun haben. Also zur Zeit von Luqman a.s. weiss man, dass es keine Propheten, oder man sagt, also die Gelehrten meinen, dass es dir keine Propheten gibt. Also er ist nicht direkt zur Zeit von einem Prophet gewesen, oder in der Region zumindest, wo er gelebt hat. Das heisst, er ist nicht, so wie wir heute sagen können, ein Muslim gewesen. Trotzdem hat er die Wahrheit gefunden und Allah tut uns jetzt eigentlich im Nachhinein berichten, dass er ein Muslim war. Aber in dieser Zeit hätte er nicht den Stempel von einem Muslim gehabt. Das heisst, Weisheit muss man nehmen, wo man sie bekommt. Also auch wenn es ein Nicht-Muslim ist. Das kann durchaus sein, dass jetzt auch ein Nicht-Muslim, oder was heißt das, das kann durchaus sein, also Weisheit hat der, wo Allah sie gibt. Wenn es ein Muslim ist, ist es ein Muslim, wenn es kein Muslim ist, ist es halt kein Muslim. Aber das heisst nicht, dass man nicht Weisheit von anderen übernehmen kann. Und ich habe es dir schon gesagt, jemand, der eine Doktorarbeit über Albert Einstein zum Beispiel gemacht hat, hat scheinbar herausgefunden, dass auch der sich vom Koran beeinflussen lassen hat. Dass er sogar, bevor er seine Relativitätstheorie und so Sachen aufgeschrieben hat, dass er dort ein Bücher oder Text über Gott, über die Art und Weise, wie er sich Gott vorgestellt hat, geschrieben hat. Und man hat dann herausgefunden, dass auch der sich im Prinzip vom Koran eigentlich hat, inspirieren lassen und von dort her sich durchaus seine Meinung eigentlich auch formiert hat. Das heisst, er ist zwar kein Muslim gewesen, aber trotzdem hat er Sachen gesagt, die gestimmt hat, oder wo man zumindest die Parallelitäten zum Koran durchaus auch sieht. Also Weisheit nehmen wir, egal von wem sie kommt, solange sie im Koran nicht widersprechen. Und das würde Weisheit per se eigentlich nicht tun, weil der Koran eigentlich nichts beinhaltet, wo das würde widersprechen.
Und von dem ausgehend müssen wir auch immer wieder die Art und Weise, wie wir über Nicht-Muslime richten, überdenken. Also wir sind einmal sehr schnell und sagen, ja, eben Nicht-Muslime, Kafir und so, und die kommen sowieso alle in die Hölle und Jahannam. Und es ist zwar so, dass Allah Ta'ala ganz klar sagt, also, oder auflistet, was er alles zum Beispiel absolut nicht toleriert, so Schirk und so Sachen, aber am Schluss wissen wir eigentlich nicht, welcher Mensch das wirklich jetzt befolgt hat oder auch nicht. Also es kann durchaus sein, dass Leute, die wir als Nicht-Muslime kennen, auch keinen Schirk machen, an den einen Schöpfer Iman haben, überzeugt sind, dass es ihn gibt und eigentlich alles macht, was Allah will, aber sich gegen aussen gar nicht unbedingt als Muslime outet. Und deshalb, wenn wir es über die urteilen, nur weil sie nicht gesagt haben, ich bin ein Muslim, oder weil sie jetzt die Schahada nicht laut ausgesprochen haben, kann unter Umständen falsch sein. Es gibt sogar ein Beispiel, das eigentlich sehr, sehr viel aussagt. Ihr alle kennt die Geschichte von der ersten Hijra. Wohin ist die gegangen, die erste Hijra? In welches Land sind es? Also, Auf Medina. das ist die dritte Hijra. Die grosse Hijra. Aber die erste Hijra ist, ich glaube, wir müssen den Film «The Message» wieder mal schauen miteinander. Ich möchte das sagen, dass wir pro Jahr einmal schauen. Das ist wieder mal Zeit. Ja, also das sollte jetzt eigentlich gerade kommen. Die erste Hijra war nach Abessinien. Zum Negus, also zum König von Abessinien, den haben sie Negus genannt und der hat einen Najash geheißen. Und der war ja dann den Muslimen sehr freundlich gewesen, obwohl dann die Mekkaner gegangen sind, dass die Muschriken gegangen sind und sie wollten ausgeliefert bekommen, hat er sie dann geschützt und sie gedeckt. Und offiziell ist er nie Muslim geworden. Aber als er gestorben ist der Engel Jibril a.s. zum Prophet Mohammed gegangen und hat ihm gesagt, der Najash ist gestorben und er ist als Mu'min gestorben. Und dann hat der Prophet Mohammed sallam, und die Gefährten haben in der Abwesenheit haben sie das Totengebet, das rituelle Totengebet über ihn oder für ihn gemacht. Das heisst, wenn ich jetzt heute irgendwo in christlichen Quellen oder in abessinischen Quellen vielleicht nachschauen, wer jetzt das war, der Najash, und als was er gestorben ist, dann würde ich finden, dass er als Christ gestorben ist. Aber durch unseren Prophet weiss ich, dass er eben ist. Und hätte Allah ihn das nicht wissen lassen, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das auch nicht gewusst. Das ist also eigentlich für uns ein klares Indiz, dass es Menschen gibt, die so leben, wie Allah das will, auch den Iman haben, aber sich gegen uns irgendwie halt nicht als Muslime zeigen, warum auch immer. Heute kann es sogar so sein, dass es Menschen gibt, die das alles machen würden oder machen, aber den Schritt zum Islam nicht wagen, weil sie die Muslime kennen. Weil sie Muslime sind. Heute vielleicht mehr noch als vor ein paar Jahren. Ja. Also dann wird so eine werden so ein Mu'min. Also wenn er alles macht, was eigentlich... Allah wa alam. Eben, der König, der Najash, der Negus von Abessinien, hat niemand gewusst, dass er Muslim war. Der ist gestorben und er ist wahrscheinlich auch als Christ begraben worden. Aber Allah hat den Prophet wissen lassen, dass es ein Muslim war, und dann haben sie in seiner Abwesenheit, also als Abwesenheit vom Ort, haben sie das Totengebet gemacht. Also hat Allah das akzeptiert von ihm. Und gäbe es die Gefahr nicht, es gibt ein Ayah, ich habe jetzt die allerdings nicht direkt gefunden, wo also ein Dua ist, wo Allah bittet, dass er uns nicht als Fitna für die Ungläubigen oder Sila tut. Das heisst, wenn es immer Fitna für die Ungläubigen, wenn Kafir kommen und der Islam nicht akzeptiert wegen Taten, die wir machen und sie eigentlich abschrecken. Oder wo sie denken, nein, das kann doch nicht der Islam sein, so ein Islam macht er nicht. Also wenn man so Sachen macht, die falsch sind eigentlich als Muslim, wo dann andere, wo der Islam eigentlich bereit wären zu akzeptieren, daran hindert, den Islam zu akzeptieren, dann sind wir eigentlich keine Fitna.
Das ist immer eigentlich der Grund, warum er den Islam nicht akzeptiert. Und mir sollte eigentlich der Grund sein, dass er den Islam akzeptiert, nicht umgekehrt. Also, wenn ich jetzt schaue, dass Allah so ein Dua im Koran drin hat, kann man davon ausgehen, dass es auch die Situation gibt, dass Muslime durchaus Fitna können sein, dass andere Menschen den Islam nicht abnehmen. Und gerade heute, denke ich, ist das ein bisschen offensichtlicher als je zuvor. Also wenn man heute schaut, was im Nahen Osten passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass viele, die mit dem Islam sympathisieren würden, einfach sagen, aber hey, das kann es doch nicht sein, ich kann doch nicht so eine Religion kann ich nicht nehmen. Aber trotzdem haben sie nicht nur einfach ein sauberes Herz, sondern sie haben Iman, dass es nur einen Schöpfer gibt. Sie wissen halt dessen Namen nicht, weil sie halt den Koran nicht nehmen, weil sie von uns indirekt gehindert werden, den Koran zu lesen. Aber hätten sie das gemacht, dann hätten sie auch gewusst, dass es Allah ist oder dass er Allah heißt. Aber sie machen alles, was Allah eigentlich will. Und wir werden nachher ein paar Sachen sehen, was eben Allah von uns will. Und wenn sie jetzt all das machen, wieso soll Allah die nicht als Muslime akzeptieren? Und deshalb ist auch gut, dass wir das nicht beurteilen. Dass wir nicht urteilen, wer ist jetzt ein Mu'min und wer ist ein Kafir. Weil genauso wie wir nicht beurteilen können, ob jemand ins Jannat oder ins Jahannam kommt, können wir auch über uns nicht sagen. Also keiner von uns kann jetzt behaupten, wir haben jetzt ein Ticket für Jannat schon in der Hand und egal was wir jetzt machen, wir kommen ins Jannat. Heute sieht es vielleicht so aus, aber vielleicht tun wir das auch selber betrügen und vielleicht sind wir auch jetzt noch der Kippi oder Allahwalem oder wer weiß es schon. Aber vielleicht machen wir mal Sachen, die dann ganz klar uns aus dem Islam rausbringt. Wir wissen das nicht. Am Schluss ist es Allah, der entscheidet, wo Allahs Wohlgefallen bekommen hat. Nicht wir entscheiden. Wir haben es bekommen, sondern Allah entscheidet. Und deshalb sollen wir auch nicht urteilen. Also urteilen im Sinne von, dass wir sagen, der ist jetzt sicher im Jahannam. Weil wir können es nicht wissen. Und es ist ja gar nicht unser Job, das zu sagen. Umkehrschlusstechnisch können wir aus dem aber auch lernen, dass wir eben so leben müssen oder den Islam so repräsentieren müssen, dass er für andere, für Nicht-Muslime eben auch attraktiv ist. Dass sie sagen, ja genau, das ist es. Und wenn wir zurück und uns das Leben vom Prophet Mohammed anschauen, sallallahu alaihi wasallam, dann sehen wir, dass die meisten, die Muslime geworden sind, die meisten Muschrik damals, sind wegen der Adab, wegen dem schönen Verhalten vom Propheten. Aufgrund von seinen Reaktionen von gewissen Sachen haben sie erkannt, doch, das kann nicht, ein normaler Mensch würde das eben anders machen. Aber weil das alles so perfekt aufgeht, haben sie dann auch die ganze Lehre angenommen. Sie haben nicht zuerst den Koran gelesen und studiert, ob alles Sinn macht. Sie haben nur den Prophet gesehen und haben gesehen, wie er war und haben den Islam akzeptiert und haben gesagt, okay, wenn es von ihm kommt, dann kann es nicht falsch sein. Und so sollten wir auch sein. Vielleicht natürlich in dem Ausmaß können wir es nie sein, aber wenigstens sollten wir nicht so leben, dass die uns sehen, also Angst bekommen vom Islam und sagen, nein, das Islam, das Buch lange ich nicht einmal an. Und das ist ein bisschen heutzutage der Fall. Leider. Okay, kommen wir zurück zum Luqman a.s. Also Allah Ta'ala hat ihm Weisheit gegeben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt Weisheit? Wie würdest du Weisheit definieren? Weisheit würde ich definieren als Wissen. Also jemand, der übermäßiges Wissen hat, der ihm eine gewisse Überlegenheit gibt. Okay. Also in gewissen Themen. Okay. Oder einer, der über sehr viele verschiedene Themen überlegenes Wissen hat. Okay, was würdest du sagen? Ja. Also wer ist für dich weise? Wenn man lange weißen Bart hat. Ich leider noch nicht, also ich bin nicht weise. Jemand, der weiss, wie man lebt und wie man umgeht mit anderen. Ja. Und auch generell vom Leben einfach mehr weiss als andere. Und wie man es eben lebt. Ja. Also du bist dem Richtigen schon näher.
Also die Araber haben ja, also wir müssen ja immer, wenn wir so Sachen anschauen, müssen wir auf die Definitionen gehen von dieser Zeit, die sie damals kennt, weil dort ist das auch gebraucht worden, damit das die Leute auch so verstanden haben. Die Araber sind sehr pragmatisch. Also wenn sie etwas definiert haben, dann haben sie das alles ziemlich simpel gehalten. Und so ist auch die Definition von Weisheit eigentlich sehr simpel bei ihnen. Weisheit heisst, wenn man richtiges Wissen hat und dem Wissen gemäß handelt, dann ist man weise. Das heisst, ein richtiges Wissen, ein korrektes Wissen, was könnte das sein? Das Feuer ist heiß. Also ich weiss, wenn ich jetzt meine Hand ins Feuer tue, dann verbrenne ich mich. Also was mache ich? Ich tue meine Hand nicht ins Feuer, verbrenne mich nicht. Und da ich das gemacht habe, bin ich weise. Weil ich ein Wissen hatte und habe dem Wissen entsprechend gehandelt. Und das hat mich dann weise gemacht. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich auf der Autobahn oder irgendwo auf der Straße zu schnell fahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Unfall mache, natürlich um einiges höher. Also wenn ich jetzt nicht zu schnell fahre, tue ich das Unfallrisiko mindern und habe also entsprechend meinem Wissen gehandelt und bin demnach weise. Also Weisheit heisst, oder weise sein heisst, das Wissen, das man hat, auch zu benutzen. Also dem Wissen gemäß zu handeln. Also auf der einen Seite ist das Wissen und auf der anderen Seite ist das Handeln. Also das Wissen allein macht es eben nicht aus. Es macht eben nicht weise, viel zu wissen. Wo sehen wir das? Das sehen wir zum Beispiel bei jungen Leuten. Junge Leute können viel schneller neue Sachen aufnehmen, die können sich viel schneller Wissen aneignen. Zum Beispiel einen Koran auswendig lernen. Es gibt da schon 10-, 15-Jährige, die können den ganzen Koran auswendig. Das sind Hafels. Aber können sie auch nach dem Koran leben? Also haben sie denn verstanden, was sie auswendig gelernt haben? Wahrscheinlich nicht, aber je älter man ist, je mehr man gelebt hat, je mehr Erfahrung man hat, umso mehr kann man das Wissen, das man hat, begreifen und es eben auch umsetzen. Und dann, also bevor ich es umsetzen kann, muss ich zuerst verstanden haben, was es ist. Also wenn ich das Feuer nur gesehen habe, aber nie gehört habe oder erfahren habe, was es heisst oder was es heisst, etwas zu verbrennen, dann werde ich eben meine Hand trotzdem rein tun. Und gibt es umgekehrt auch, dass man das richtige Wissen hat, aber nicht danach handelt? Auch wenn man es begriffen hat. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Also gerade die Beispiele, die ich jetzt gegeben habe, die werden ja auch gemacht. Vor allem das mit dem Autofahren. Man weiß, Autofahren ist schlecht und trotzdem fährt man schnell Auto. Also nicht Autofahren ist schlecht, sondern zu schnell Autofahren ist gefährlich und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die zu schnell Auto fahren. Oder Rauchen. Man weiß, Rauchen schadet der Gesundheit und zwar zweifelsohne. Also es verursacht viele Krankheiten und es kann bis zu Lungenkrebs führen oder sogar andere Arten von Krebs. Und das ist etwas Schlechtes. Und trotzdem, obwohl sie das Wissen haben, rauchen sie. Also, das wäre eben dann unweise, das wäre eigentlich dumm, wenn man das so nimmt. Und Luqman wird als weiser behandelt, das heisst also, er hat ein korrektes Wissen gehabt und er hat auch danach gehandelt. Und von wem hat er das Wissen bekommen? Von Allah. Also wenn wir jetzt nochmal schnell die Ayah anschauen. Wie heißt? Und gewiss bereits ließen wir Luqman die Weisheit zuteil werden. Das heißt, Allah hat dem Luqman die Weisheit gegeben. Und was ist die Weisheit, die Allah dem Luqman gegeben hat? Was ist das korrekte Wissen, das Allah Luqman gegeben hat? Luqman a.s. Dass er erkennt, dass es nur einen Schöpfer gibt. Ich weiß nicht, was steht. Ah. Ich muss nur die Ayah lesen. Ich weise dich Allah gegenüber dankbar, also bist dankbar und du musst also wissen, wer dein Schöpfer ist. Das steht hier nicht. Das ist jetzt interpretieren, was so falsch auch nicht ist. Nein, da ist jetzt das Wesentliche, das Allerwesentliche ist das, Allah tut da einen Befehl geben. Ich weise dich. Also Allah sagt, ich habe Luqman a.s., also ich habe Luqman die Weisheit gegeben, die da ist, erweise dich dankbar. Und zwar wem gegenüber? Allah gegenüber. Und mit dem Ausrufezeichen. Also er sagt nicht, Weisheit ist, wenn man dankbar ist.
Oder dankbar zu sein ist weise. Was ist der Unterschied, wenn ich sage dankbar? Also weise sein heißt dankbar sein. Und wenn ich sage Weisheit ist, Doppelpunkt, sei dankbar. Was ist der Unterschied? Was gibt es überhaupt einen? Das ist direkt formuliert. Ja, wenn das aber dann hat es keinen wesentlichen Unterschied. Also nur mal. Weisheit ist dankbar zu sein. Oder Weisheit heißt dankbar sein. Und Weisheit ist sei dankbar. Ausrufezeichen. Ja, es ist ein Befehl. Also die Weisheit ist die Erkenntnis im Prinzip, das korrekte Wissen ist, ich muss dankbar sein. Nicht ich kann oder soll oder darf. Ich muss dankbar sein. Also vor allem ist der Anfang Dankbarkeit. Bin ich nicht dankbar, bin ich nicht weise. Und Weisheit ist eben nicht nur einfach, ich kann da, also wenn ich dankbar bin, bin ich dann halt weise, sondern die Weisheit, die der Luqman a.s. hat, ist, dass er erkannt hat, ich muss weise sein. Also dass es ein Befehl ist. Also ohne Weisheit geht es nicht. Es ist nicht freiwillig, ja du kannst, wenn du willst, kannst dankbar sein. Sondern du musst dankbar sein. Und wem gegenüber? Allah. Allah gegenüber. Allah Ta'ala gegenüber. Und das hat der Luqman a.s. verstanden und auch umgesetzt. Was heißt das jetzt, dankbar sein? Dankbar sein ist eigentlich nichts anderes als positiv sein. Das ist das, was man vielleicht schlechthin als positives Denken formuliert. Und wieso? Wie kommt man jetzt von Dankbarkeit auf positiv sein? Also zum Beispiel, ich möchte in die Ferien gehen, verpasse beim Flüger, muss eine Stunde lang am Flughafen warten. Bis ich jetzt da eben das Billett habe, den nächsten Flug verwünscht und so weiter. Jetzt kann ich mich natürlich nerven bis zum Ende, oder? Was ist denn das für eine Ferienbeginn und so weiter und so fort. Aber ich kann positiv sein und irgendetwas Positives drin sehen und dankbar sein. Und das ist es eigentlich. Also dass man bei jeder Situation, wo man drin ist, irgendetwas Positives sieht und deshalb dankbar ist. Weil jede Situation, auch wenn man es nicht wüsste, hat irgendetwas Positives an sich. Vielleicht hätte das einen tieferen Sinn gehabt, wenn wir sagen, Khair und Scher kommt von Allah. Dann sagen wir ja, also wenn jetzt das etwas, das nach Scher aussieht, ist, etwas nach etwas Schlechtem aussieht, vielleicht ist das für uns gerade Khair gewesen. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn das Flugzeug eingestiegen wäre. Das heisst nicht unbedingt, dass das Flugzeug hätte abgestürzt sein, aber es gibt ja nichts andere Sachen, die auch passieren können. Ich wäre früher angekommen, wenn ich früher angekommen wäre, hätte ich das und das gemacht, oder wer weiß das schon. Also ist Dankbarkeit eigentlich, dass wir versuchen, in allem, was wir machen, dankbar zu sein. Und das ist heute vielleicht noch ein bisschen schwerer als zu anderen Zeiten, weil heute schwimmen wir im Luxus, vor allem wir hier in Europa. Wir schwimmen im Luxus, wir haben alles. Wir haben nicht nur, dass wir alles haben, es ist ja alles so greifbar nahe. Also heute kann ich schon auf Knopfdruck mit dem schon alles Mögliche bestellen. Also mit dem kleinen Gerät in meiner Hand kann ich schon Sachen machen, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit viel umständlicher und komplizierter gewesen wären. Also heute kann ich Erlaubtes wie auch nicht Erlaubtes, Gutes wie auch Schlechtes viel ringer bekommen. Und vor allem, ich kann auch materiell, ich kann viel mehr, uns geht es so gut, dass wir schon gar nicht mehr richtig das zu schätzen wissen. Und das Problem, wenn einem so viel zur Verfügung steht und man das eben vielleicht gar nicht mehr richtig schätzt, ist, dass man dann auch gar nicht dankbar dafür ist. Und Dankbarkeit heißt eigentlich, dass man dankbar sein muss für etwas, das man bekommen hat, das man gar nicht verdient hat. Also ich wiederhole mal. Also Dankbarkeit heisst, wenn man, oder Weisheit heisst im Prinzip, wenn man dankbar ist für etwas, das man bekommt, das man gar nicht verdient hat.
Habt ihr das verstanden? Könnt ihr mir ein Beispiel machen für das? Für was müsste ich denn also zum Beispiel dankbar sein? So wie ich jetzt lebe. So, Also das ist gar nicht verdient. Nein, Und ich sage, Weisheit ist, ich bin dankbar für das, was ich bekomme, was ich gar nicht verdient habe. ja, zum Beispiel den Körper. Oder irgendwie das Umfeld, das gute Umfeld. Familie. Du musst dankbar sein, damit mit deiner Familie geboren oder dass du überhaupt als, sagen wir jetzt, wir sind ja Muslime, dass wir als einigermaßen als Muslime endlich aufwachsen. Oder ja. einfach das, eben das Schlechte, was passiert, wo man eigentlich nicht verdient hätte, dass man da auch dankbar ist. Also es hat etwas Schlechtes nicht verdient. Je nachdem. Ja, das ist eine bisschen tricky Frage. Eigentlich, die Weisheit dahinter ist das. Du bist jetzt ziemlich näher gekommen, aber auch du hast schon wieder gesucht. Du musst gar nicht suchen. Was haben wir wirklich verdient? Eigentlich. Also was von dem allem, was ich kann heute, was ich besitze, was ich um mich herum habe ich verdient. Also was habe ich, weil ich so toll bin? Also was habe ich mir verdient? Eigentlich gar nichts. Gar nicht. Es kann sein, nicht nur es kann sein, es ist durchaus so, dass es jetzt vielleicht irgendwo an einem anderen Ort der Welt einen gibt, der genau gleich gescheit ist, genau gleich viel Kraft hat, genau gleich viel Wissen hat oder Intelligenz hat, vielleicht sogar noch mehr als wir, aber er ist obdachlos. Hat kein Haus. Er ist hungrig, aber nicht weil er am Fasten ist, sondern weil er nichts zu essen hat. Also was hat der jetzt gemacht, dass der das verdient hat, obdachlos zu sein? Beziehungsweise was habe ich gemacht, wo es verdient hat, jetzt hier in Saus und Braus zu leben? Nicht. Also alles, was wir haben, absolut alles, ist ein Geschenk von Allah. Er hat uns das geschenkt, nicht weil wir es verdient haben, sondern hat es uns gegeben, warum auch immer. Das ist natürlich dann ein anderes Thema. Aber wenn ich erkenne, dass ich eigentlich gar nichts verdient habe von dem, was ich habe, wird es mir noch viel einfacher fallen, dankbar zu sein. Weil dann weiss ich habe das gar nicht verdient, aber ich habe es trotzdem bekommen. Wenn wir jetzt als Kind mal vielleicht überlegen, jetzt ist das Kind immer frech und trotzdem bekommt es ein tolles Geschenk über vom Vater. Und er weiss genau, aber eigentlich, ich habe ja jetzt 5 Scheiben kaputt gemacht in der letzten Woche, im Auto habe ich einen Kratzer verursacht und so weiter. Also eigentlich habe ich eine Strafe verdient, aber mein Vater schenkt mir irgendetwas, einen Laptop, ein neues Handy, was auch immer. Und ich bin mir bewusst, ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Wie freue ich mich jetzt? Sehr. Also viel mehr, oder? Als wenn ich sowieso, ich habe Geburtstag und ich weiß eigentlich schon, ich kann schon ungefähr erahnen, was nachher zum Geschenk kommt. Und das kommt dann auch. Natürlich freue ich mich dort auch, aber die andere Freude ist viel grösser. Also die Freude, etwas zu bekommen, was man nicht verdient hat. Und wenn ich jetzt bewusst erlebe, dass ich eigentlich gar nichts verdiene, dass alles, was ich bekomme, genau so ist, dann würde ich eine ganz andere Art von Lebensqualität haben. Was ist das Beispiel dafür, dass wir eben alles eigentlich als selbstverständlich nehmen und sogar das Gefühl haben, wir haben es verdient? Okay, das gibt eine ganz einfache Art, das zu beweisen. Also wieso wir das Gefühl haben? Oder wie kann ich, nicht wieso, wie kannst du es beweisen, dass du das Gefühl hast? Oder wenn realisiert man, dass man das Gefühl hat, ich habe es verdient, oder reden wir über andere, ist immer einfach über andere zu reden. Wie kann man merken, dass einer das Gefühl hat, der hat das verdient, obwohl er es eigentlich gar nicht verdient hat? Indem er was macht? Wenn ein Mensch sich beschwert für irgendetwas. Ich habe den Flug verpasst, jetzt beschwere ich mich. Kopfschutz, wieso, warum, weshalb? Ich hätte doch den Job bekommen, ich habe den Job nicht. Ich hätte doch durchkommen, ich habe doch so viel gelernt, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ich beschwere mich.
Wenn ich mich beschwere, ist es ein Zeichen, dass ich davon ausgegangen bin, ich muss das bekommen, weil ich habe das ja schlussendlich verdient. Ich habe ja so viel geschafft dafür, ich habe ja so viel Zeit aufgeopfert, ich habe ja so viel irgendetwas gemacht, ich habe es verdient und weil ich es nicht verdient habe, bin ich jetzt wütend, dass ich es nicht bekommen habe. Ich bin enttäuscht, dass ich es nicht bekommen habe. Ich beschwere mich. Ja, warum habe ich es nicht bekommen? Aber eigentlich habe ich es ja gar nicht verdient. Wenn ich jetzt bewusst bin, dass ich es nicht verdient habe, dann kann ich nicht traurig sein, dass ich es nicht bekommen habe, weil ich weiß eigentlich, ich habe es eh nicht verdient. Jetzt arbeiten wir alle im Büro und wir wissen, einer wird befördert, also der Chef geht, also die direkte Linienvorgesetzte geht und der Oberchef muss jetzt einen neuen Chef, also Teamleiter, ernennen. Und er hat ganz klar gesagt, der am meisten Umsatz macht, der wird der neue Teamleiter. Jetzt haben wir 3 Monate Zeit gehabt, der andere hat 3 Monate Kündigungsfrist gehabt und in diesen 3 Monaten müssen wir uns jetzt erweisen. Ich habe aber gar nichts gemacht. Von diesen 3 Monaten bin ich 6 Wochen, sagen wir 3 Wochen krank gewesen, dann bin ich noch 2 Wochen in der Ferien gewesen und dort, wo ich rum war, habe ich auch nicht besonders gearbeitet, habe immer, was weiß ich was, dort ein bisschen rumgehängt und so, aber ich habe nur gerade das gemacht, was nötig war. Jetzt kommt der Tag der Entscheidung. Und jetzt der Chef kommt, der Oberchef, und will jetzt einen neuen Teamleiter ernennen. Was denke ich jetzt? Also gehe ich jetzt davon aus, dass ich Teamleiter werde? Eigentlich nicht. Und ich werde es auch nicht, sondern der Sadok wird es. Bin ich jetzt enttäuscht? Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ich wäre schon gerne Teamleiter geworden, aber ich weiß ja, dass es nicht verdient hat. Also ich habe ja gar nicht die Erwartung, Teamleiter zu werden, also bin ich auch nicht enttäuscht. Also ich gehe nachher nicht zum Oberchef und sage, du, aber warum hast du mich nicht zum Teamleiter gemacht? Aber wenn ich jetzt die 3 Monate lang voll durchgeschuftet hätte, wirklich mich angestrengt hätte, so viel, sie mit dem meisten Umsatz, überall immer vorne dabei gewesen bin, mich immer gezeigt hätte und wirklich super aktiv gewesen wäre. Jetzt wird aber der Sadok Teamleiter, der deutlich weniger gemacht hat als ich, aber eben er hat es halt besser mit ihm. Wir wohnen im gleichen Haus. Was mache ich jetzt? Oder was denke ich jetzt? Bin ich jetzt enttäuscht, dass ich ein Teamleiter geworden bin? Tja, ich habe mir den ARSCH aufgerissen. Und alles Mögliche gemacht. Ich habe Überstunden gemacht. Ich habe wirklich mich voll eingesetzt und genau die Bedingungen erfüllt. Und ich bekomme es nicht über. Nicht nur, dass ich es nicht überkomme, einer, der es überhaupt nicht verdient hätte, der bekommt es über. Also das erste Mal, ich bin enttäuscht und was mache ich als zweites? Ich kann mich beschweren. Vielleicht beim Chef direkt oder einfach bei den anderen, aber ich beschwere mich. Was ist das Beschweren, ein Zeichen für was? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das verdient und ich habe es nicht bekommen, deshalb beschwere ich mich. Also können wir eigentlich so uns selber auch kontrollieren, wenn wir uns für irgendetwas oder über irgendetwas beschweren, weil etwas nicht eingetroffen ist, weil wir etwas nicht bekommen haben, weil etwas nicht passiert ist, es so, wie wir erwartet haben. Ja, dann beschwere ich mich und dann, aber da habe ich aber das Gefühl gehabt, ich hätte es verdient. Und was haben wir vorher aber gerade gesagt? Eigentlich haben wir gar nichts verdient. Sondern alles, was wir bekommen, dieses Geschenk und alles, was uns Allah gibt, gibt er uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern obwohl wir es eigentlich nicht verdient haben. Genau. Also ist der einzige Weg, zum glücklich leben zu können, beschwerdenfrei, kann man fast sagen, leben zu können, die Erkenntnis, dass alles, was ich bekomme, ein Geschenk ist. Und wenn ich das nicht erkenne, dann werde ich nie glücklich sein. Weil ich immer denke, aber eigentlich hätte ich noch mehr verdient, eigentlich hätte ich das auch noch verdient. Und so kommt auch der Wille nach immer mehr. Weil man denkt, eigentlich müsste ich doch dort sein, wo der andere ist. Eigentlich müsste ich doch einen Ferrari fahren. Eigentlich müsste ich doch reich sein. Und was auch noch interessant ist,
Es geht ja um Dankbarkeit Allah gegenüber. Aber Allah sagt nicht zum Luqman, sei nur Allah gegenüber dankbar. Sondern er sagt einfach, erweise dich Allah gegenüber dankbar. Das heißt, unsere Dankbarkeit gilt nicht ausschließlich Allah. Können wir dann auch bei anderen dankbar sein? Außer Allah. Mhm. Ja, ein Mensch oder irgendetwas, wo aufgrund von Allah, also eigentlich schlussendlich ist es ja gleich Allah, wo das veranlasst, aber man kann ja dem Wesen, also ich weiß jetzt nicht, ich meine, es kann ja auch als Situation sein. Ja, ein Mensch, man kann ja dir dankbar sein. Also wenn wir jetzt nochmal uns in Erinnerung rufen, was wir in der Ayah gelesen haben, das kommt ja nachher gerade noch. Zum Beispiel, man soll den Eltern sich dankbar erweisen, oder? Also man soll sehr wohl auch anderen dankbar sein. Sonst würde Allah da sagen, nur Allah. Wie wir sagen, La ilaha illallah, es gibt nur Allah, es gibt keinen anderen. Also wo es nötig ist, sagt er es, und da sagt er es nicht. Das heisst, wir müssen, es ist sogar eine Pflicht, es gibt Ayah, wo Allah dann eben sagt, und dann müssen wir euch dankbar sein. Also wir müssen auch anderen gegenüber dankbar sein, aber wir müssen wissen, wie du das jetzt eigentlich richtig gesagt hast, dass deren Existenz ja eben auch wieder das Geschenk ist von Allah. Schlussendlich ist alles von Allah. Aber nichtsdestotrotz sind wir dankbar, zum Beispiel jetzt bei den Ayahs, die wir jetzt anschauen, zum Beispiel den Eltern gegenüber. Dann heißt es da, und wer sich dankbar erweist, dieser erweist sich doch nur für sich selbst dankbar. Beziehungsweise, wenn wir jemandem dankbar sind, dann haben wir noch schnell mal das Gefühl, jetzt muss doch der froh sein, der muss jetzt auch dankbar sein, oder dass wir quasi dem etwas zu gut tun, dass wenn ich jetzt mich bei jemandem bedanke, dass der andere profitiert vom Dank. Aber gemäß der Ayah wissen wir eigentlich, Dank, also profitieren wir. Warum profitieren wir? Wieso profitieren wir? Also in welcher Situation jetzt? Wenn wir jemandem danken, dann profitieren wir. ja, Allah sagt das. Und wer sich dankbar erweist, dieser erweist sich doch nur für sich selbst dankbar, beziehungsweise wir profitieren von dem. Oder wenn wir jemandem dankbar sind, dann haben wir das Gefühl, der profitiert. Oder der bekommt etwas über, also wenn es nichts Materielles ist. Also wir tun dem etwas zu lieb. Ah nein, wir haben etwas auch dafür bekommen. Was? Meinst du wegen dem? Nein. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mit unseren Eltern danken, dass sie uns gewisse Sachen ermöglicht haben, Ja. dann sind die gewisse Sachen uns ermöglicht worden. Aber das ist in der Vergangenheit. Aber der Satz ist in der Gegenwart. Also wenn ich jemandem dankbar bin, dann bin ich eigentlich mir selber dankbar. Also wenn ich dem dankbar bin, dann tue ich mir etwas Gutes. Jetzt. Gerade in dem Moment. Also, aber was ist denn das? Ja, das ist eine Frage. Was ist denn das? Also zum einen haben wir vorher gelernt, das ist ein Befehl, also ein Auftrag von Allah, dass man das soll. Also erfülle ich eigentlich den Befehl und habe deshalb so profitiert, weil ich den Befehl befolgt habe. Also ich habe eigentlich einen Pluspunkt bekommen. Zum anderen, wenn wir aber dankbar sind, also wenn wir zu anderen Menschen gut sind, das gehört auch dazu, dann fühlst du dich auch gut. Du profitierst von dem auch, du fühlst dich gerade besser. Man fühlt sich besser, wenn man den anderen dankbar ist. Und das haben wir doch vorher gesagt, dass wenn ich jemandem dankbar bin, dass das eigentlich der einzige Weg ist, zum glücklich sein, zum zufrieden sein. Also wenn ich weiß, alles was ich bekommen habe, ist ein Geschenk von Allah und deshalb bin ich Allah so dankbar, weil ich sie eigentlich gar nicht verdient hätte, bin ich eigentlich immer glücklich. Es kann eigentlich nie etwas passieren, was mich dann traurig macht. Weil ich genau weiß, das ist alles zu meinem Besten und das ist alles als Geschenk von Allah und ich bekomme alles über, obwohl ich es nicht verdiene. Also im Prinzip tue ich mir selber etwas Gutes. Und Iman
Also Iman an Allah heißt eben nicht nur, wie wir das immer sagen, eigentlich also ohne Zweifel daran glauben, dass es Allah gibt, dass Allah Ta'ala alles erschaffen hat, dass er uns alles ermöglicht und so weiter. Also nicht nur der Glaube an die Leistungen oder die Überzeugung an die Leistungen von Allah Ta'ala, sondern eben zum Iman gehört auch, sich genau für das dankbar zu zeigen. Also wenn ich Iman an Allah habe, dann muss es eigentlich mich ändern. Also es muss meine Eigenschaften, es muss mir gewisse Eigenschaften geben. Also wenn jemand vorher kein Muslim war, so erkennt man es vielleicht am einfachsten, und plötzlich Muslim wird, so einer ändert sich. Der bekommt neue Eigenschaften über. Also der Islam gibt ihm neue Eigenschaften. Wenn er wirklich alles macht, so wie es Allah will. Und die allererste von diesen Eigenschaften ist, dass er eben lernt, dankbar zu sein. Das heisst, wenn einer ein Muslim ist, aber er ist nicht dankbar, dann passt das nicht zusammen. Also ein Muslim ist dankbar. Weil wenn ich wirklich Iman habe und Allah als das Ganze erkenne, was er ist und was er gemacht hat und was es alles bedeutet, kann ich gar nicht anders als dankbar sein. Also ist die Dankbarkeit eine Folge, ein Resultat von meinem Iman. Also wenn ich sage, ich habe Iman, aber ich beschwere mich andauernd, dann passt das nicht zusammen. Jetzt gibt es ganz viele Leute, die haben ganz viel Wissen, aber beschweren sich trotzdem immer. Oder es gibt ganz viele Leute mit islamischem Wissen und beschweren sich auch. Das heisst, sie haben Wissen, aber handeln nicht danach. Sie haben keine Weisheit. Sie haben keine Weisheit. Und islamisches Wissen haben im Prinzip und keine Weisheit haben, das geht nicht zusammen. Weil je mehr Wissen ich über Islam habe, also je mehr Wissen ich über Allah habe, umso mehr muss ich eigentlich auch dankbar sein. Also je mehr Wissen ich habe, müsste mich zu mehr Dankbarkeit bringen, und mehr Dankbarkeit würde mich weise machen. Weil die Dankbarkeit sein Zeichen von Weisheit ist. Und wenn das nicht so ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Also so kann man auch sein Iman messen. Wie dankbar bin ich? Oder wie sehr erkenne ich, dass ich dankbar sein muss? Oder bin ich nur dankbar, weil ich es jetzt einfach muss? Oder statt du musst dankbar sein, also bin ich dankbar und sage einfach danke, danke, danke den ganzen Tag, aber empfinde nichts dabei oder es ist nichts dahinter. Aber ich kann noch fragen. Ja, natürlich. Es ist ja eigentlich gut, wenn man sich manchmal beschwert, damit sich gewisse Sachen ändern. Oder nicht? Also wenn man jetzt sich nie beschwert, dann wird sich ja nie eine Situation ändern. Sagen wir jetzt, am Arbeitsplatz stört dich irgendetwas, egal was. Aber was? Wir haben jetzt geredet, beschweren, weil ich etwas, wo ich gedacht habe, es steht mir zu, nicht bekommen habe. Genau, das ist jetzt einfach... Aber du redest jetzt von etwas anderem. Ich rede von einem anderen Beschweren. Also irgendetwas passiert und das ist kein Hack. Also es passiert ein Unrecht. Ja. Zum Beispiel, ich verdiene für die Arbeit 5'000 Franken im Monat und der neben mir, der die gleiche Arbeit macht, bekommt nur 3'000 Franken über. Ja. Und der 3'000 verdient, geht jetzt... Nein, ich gehe und beschwere mich. Oder du gehst und beschwerst. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass der nur 3'000 bekommt, wenn du genau weißt, der Marktwert ist 5'000. Natürlich, aber das ist nicht Beschweren, das ist eigentlich um sein Recht kämpfen. Genau, das ist nachher okay. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Was vorher gemeint ist, es sich beschweren. Ich habe das Gefühl, ich habe Anspruch auf das. Gut, natürlich jetzt beim Lohn kann man das vielleicht auch sagen, ich habe Anspruch auf das und das stimmt auch. Also wir haben jetzt gerade wieder in Amerika hören wir in der Michael Brown Geschichte, dass es immer noch Orte gibt, wo die Leute einfach nur wegen ihrer Hautfarbe einen anderen Lohn bekommen für die gleiche Arbeit. Da kann ich schon sagen, ich habe Anspruch, aber das ist schon nicht das Gleiche. Also, da reden wir von Unzufriedenheit. Also ich beschwere mich aus Unzufriedenheit, weil ich einfach das Gefühl habe, dass eben ich müsste das bekommen. Also weil ich bin, nicht weil es Unrecht ist. Okay. Aber mehr aus dem Nefs raus. Also vom Nefs aus, ja. Aber wenn tatsächlich ein Unrecht dabei ist und ich mich für das Unrecht einsetze, ist das nicht das Gleiche. Dann ist es eigentlich auch nicht, dass sich beschweren, sondern kämpft man eigentlich fürs Recht. Genau. Okay. Das wäre aber ein anderes Thema und das müssen wir dann noch anschauen. Aber vielmals beschweren wir uns eben nicht wegen dem.
sondern wir beschweren das wirklich aus dem Nefs raus. Ja, so ist es. Weil, Eigener wer, Verkehr, wer sagt dir, dass es eben Unrecht war? Ich meine, jetzt bin ich mit dem Beispiel von Kubo ganz klar ist, also für die gleiche Arbeit weniger Lohn. Aber häufig ist es so, ich sehe, dass der andere mehr verdient als ich und realisiere aber gar nicht, dass der andere auch einen ganz anderen Job hat, vielleicht einen ganz anderen Background hat, wegen dem mehr verdient. Und dann einfach das Gefühl, wenn der mehr verdient, sollte ich doch eigentlich mindestens gleich viel, wenn nicht mehr als er verdienen. Und ich gehe und beschwere mich wegen dem. Das ist viel, viel häufiger, als dass man beschwert wegen so Sachen und nicht wegen nicht für das, dass wir jetzt um Recht kämpfen. Aber es kann eigentlich schon ein feiner Unterschied sein. Das ist, ja. Okay, es ist Zeit zum Machen, aber ich wollte es sowieso nicht mehr lange machen, damit wir noch schnell fertig machen. Genau. Jetzt haben wir gesagt, es fängt an mit Dankbarkeit. Also Iman, das Erste, was der Iman bei uns ändert, oder die erste neue Eigenschaft, die der Iman würde einem Muslim geben, ist Dankbarkeit. Was ist die erste Sure im Koran? Fatiha. El-Fatiha. Was sind die ersten Worte von El-Fatiha? Bismillahirrahmanirrahim. Und dann? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was ist Alhamdulillah? Eine Lobpreisung Allahs. Und eine Lobpreisung Allahs ist eine andere Art zum Danken sagen. Das ist auch eine Danksagung. Also das Erste, was wir im Koran machen, wenn wir den Koran lesen, ist, wir fangen mit dem Dank an. Also Alhamdulillah ist eine Art des Danks. Eine Lobpreisung, aber ist eben eine Art Danke zu sagen. Also eine Art, seine Dankbarkeit zu zeigen. Also das ist uns wirklich am Anfang, eben, dass die Dankbarkeit ganz am Anfang steht. Sogar der Koran fängt mit Dankbarkeit an. Und vielleicht noch zum Schluss von der ersten Ayah, und dann hören wir noch auf. Und wer Kufr betrieb, so ist Allahs zweifelsohne absolut autark, allobenswert oder allobenswürdig. Was heißt jetzt doch Kufr? Was heißt Kufr? Wieso kommt da plötzlich das Wort Kufr? Was heißt Kufr? Einfach lügen, was Etwas Allah gegen Allah gesagt hat. sagen. Ja. Also nicht das machen, was Allah sagt. Oder nein? Richtig, das heißt es auch. Eigentlich heißt es Etwas. die Wahrheit zu decken, das haben wir mal so gelernt. Aber jetzt, wenn du jetzt ganz allgemein denkst oder überlegst, was man auf der Straße sagt oder denkt beim Kufr, ist das eigentlich Unglaube. Das hat das auch etwas mit dem Iman zu tun, oder? Und da reden wir eigentlich von Dankbarkeit, und jetzt kommt Allah mit Kufr. Und wer Kufr betrieb, so ist Allah zweifelsohne absolut autark, lobenswürdig. Was ist da gemeint, oder was wird da verstanden unter das Wort Kufr? Das Gegenteil von Dankbarkeit ist Beschweren. nein. Das ist Undankbarkeit. Also nicht immer, wenn du undankbar bist, tust du beschweren. Also beschweren ist etwas anderes und undankbar ist etwas anderes. Ist nicht Synonym. Undankbar ist auch undankbar. Nein, du kannst auch undankbar sein, du beschwerst dich nicht. Wenn ich etwas bekomme und ich tue mich dessen nicht dankbar zeigen, dann heisst es nur, ich muss mich nicht beschweren. Ich muss jetzt sagen, oh, wieso hast du mir einen kalten Tee gebracht? Ich kann das einfach nur für mich denken, oder ich kann sagen, oder ich habe ja das sowieso verdient, wieso soll ich jetzt ihm danken? Ich habe nicht gedankt, ich bin undankbar. Aber das heißt nicht, dass ich mich beschwere. Wir haben gesagt, das Beschweren ist ein Hinweis darauf, dass man Undankbarkeit ist, weil man das Gefühl hat, ich habe etwas verdient und aber nicht bekommen. Aber du kannst auch undankbar sein und dich nicht beschweren. Ja, undankbar ist mehr das Verhalten. Du machst etwas für mich und ich bedanke mich bei dir nicht. Aber ich habe mich auch nicht beschwert. Aber ich bin trotzdem undankbar, oder? Also, Undankbarkeit auf Arabisch heisst eben auch Kufr.
Also Kufr hat eben zwei Bedeutungen. Zum einen der Unglaube, aber auch die Undankbarkeit. Aber wenn wir das mit unserer ursprünglichen Erklärung von Kufr anschauen, nämlich die Wahrheit zudecken, ist es eben auch die Dankbarkeit zudecken. Also dann passt es wieder. Jetzt sagt also Allah da, und wenn jemand eben undankbar ist, wem gegenüber? Also Allah sagt, du musst Allah gegenüber dankbar sein und nachher kommt, aber wenn du Allah gegenüber nicht dankbar bist, also wenn du Kufr machst, dann ist Allah zweifelsohne absolut autark. Was heißt hier das Wort autark? Wie heißt es bei der Übersetzung von Abu Rida? Ist aber einer undankbar, siehst du, er hätte sogar direkt undankbar geschrieben, dann ist Allah wahrlich auf keinen angewiesen. Das heißt autark. Also ein autarkes Land ist das Land, das von außen nichts müsste importieren, könnte trotzdem allein leben. Also nicht angewiesen auf irgendjemanden. Also mit anderen Worten, Allah braucht unseren Dank nicht. Allah befiehlt zwar, du musst dankbar sein, weil das ist Weisheit, aber er braucht es nicht. Er ist absolut autark, also er kann existieren auf die Art und Weise, wie er existiert, auch ohne dass wir ihn würden dankbar sein. Also Allah braucht unsere Dankbarkeit nicht. Also indem wir jetzt dankbar sind Allah gegenüber, tun wir nicht ihm irgendeinen Gefallen oder ihn reicher machen, grösser machen, schöner machen, mächtiger machen. Allah braucht das nicht. Wer braucht es denn? Wir. Ja, also wir machen uns etwas gut. Wenn wir Allah gegenüber dankbar sind, dann tun wir uns etwas gut machen. Und das ist wichtig, wir machen das für Allah, weil Allah das von uns will, aber nicht, weil Allah das von uns braucht. Also in dem Sinn machen wir es eben nicht für Allah. Allah ist absolut autark. Er ist Ghani, er braucht das nicht, er hat alles schon. Also seine Glorreichkeit oder seine Majestät wird nicht grösser dadurch, dass wir ihm dankbar sind. Und er ist was? Allobenswürdig. Wie sagt er da? Preiswürdig. Auf Arabisch kommt dort El-Hamid. Allah ist El-Hamid. Was heißt das? Das heißt, auch wenn wir Allah nicht danken würden, bis wir Allah gegenüber keine Dankbarkeit zeigen würden, der Name El-Hamid heißt, also er wird schon Lobpreisen, auch wenn es gar nicht auf der Welt gibt. Also wenn jetzt Allah nichts erschaffen hätte, was ihn Lobpreisen könnte, er wäre immer noch der Allobenswürdige. Also er wäre immer noch derjenige, der den Lob verdient hätte. Ob es uns jetzt gibt oder nicht. Ob wir es machen oder nicht. Nicht, dass Allah das braucht, aber es steht ihm zu. Er ist El-Hamid. Und das ist unabhängig vom Erschaffenen. Also wenn Allah gar nichts erschaffen hätte, wo ihn könnte Lobpreisen, er wäre immer noch El-Hamid, der Lobpreisen, also Allobwürdiger. Auf Deutsch sind diese Wörter recht schwierig. Warum? Weil wir so Wörter im Deutschen eben gar nicht mehr brauchen. Ein Mensch, der gepriesen wird, machen ja auch einen Menschpreis, oder? Ein Star oder einer, der viel weiss, einer, der den Koran schön rezitiert, kann man auch preisen. Aber dem sagt man dann nicht Hamid. Was ist so einer? Dem sagt man Mahmud. Das ist einer, der gepriesen wird, Mahmud. Aber El-Hamid, und das ist nur Allah, ist der, der gepriesen wird, und zwar immer. Ob es uns jetzt gibt oder nicht. Er ist der Einzige, der dessen würdig ist, dass er überhaupt gepriesen wird. Wir schaffen es nicht mehr. Nein, jetzt müsst ihr stoppen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Was? Jetzt sind wir noch 5 Minuten. Ja. Nein, ich habe noch eine Stunde. Nein. Ja, aber sag doch das. Okay, dann machen wir es jetzt gerade. Also ist so fertig.